Woensdagmorgen was het dan zover. De B56N werd eindelijk opengesteld. En daarmee is de directe verbinding tussen de A2 in Borren en de A46 richting Düsseldorf eindelijk een feit. Automobilisten kennen het probleem. Om bij de Duitse autoweg te komen moet men door kleine dorpjes met enge straatjes en veel verkeer. Niet alleen de automobilisten, ook de inwoners van bijvoorbeeld Birgden zijn blij met de nieuwe weg. Wir freuen uns. Wir sind Anwohner an den in Frage kommenden Straßen und wir erhoffen uns, dass die Verkehrsdichte ein wenig abnimmt. Weniger Autos durch den Ort fahren. Wie schlimm war es dann hier eigentlich? Also im Berufsverkehr und in den Rush-Hours war es sehr schlimm. Also ich brauchte hier mindestens 5 bis 10 Minuten, ehe ich mal aus der Einfahrt rausfahren konnte. Und ich hoffe jetzt durch diese Straße, dass wir jetzt eigentlich hier weniger Verkehr hier in der Bahnhofstraße zumindest haben. Het is goed om te horen dat ze vol inzetten op de grensoverschrijdende verbinding. Met name ook vanwege de logistieke belangen in het grensoverschrijdende verkeer. En dat betekent ook voor Limburg werk, bijdrage aan de logistiek. De verbinding tussen het oosten en het zuiden. En daar kan Limburg mooi van profiteren. De 18 kilometer weg kostte 81 miljoen euro. Het eerste deel, het Nederlandse, ging al in 2008 open. Een tweede deel in Duitsland in 2011. Dus rijst de vraag, waarom duurde het allemaal zo lang? Für holländische Verhältnisse ja, für deutsche Verhältnisse sehr schnell. Wir müssen eben noch von ihnen lernen. In Deutschland ist der Fortschritt noch eine Schnecke. Und diese Schnecke müssen wir jetzt zum Rennpferd machen. Ja, in Deutschland braucht man da anscheinend ein bisschen länger, um die Straße fertigzustellen. Man hat es aber, glaube ich, vernünftig gemacht. Aber glaube ich auch ein kleines Problem mit Hamster. Ja, Hamster werden zum Lieblingstier vieler Umweltschützer in Deutschland. Aber der Hamster wird nicht zum Wappentier in Nordrhein-Westfalen. Der Hamster soll seinen Tunnel haben, aber uns ansonsten in Ruhe bauen lassen. Ja, kijk, er is natuurlijk altijd ik zou bijna zeggen, natuurlijke spanning tussen de natuur- en milieupartijen en de mensen die asfalt aanleggen. En dat is ook een realiteit en daar moet je mee dealen. En dat vertraagt natuurlijk. Maar ik begrijp de sentimenten aan beide zijden. Tijdens de opening van de weg was er ook een stil protest. Omwonenden wijzen op het gevaar voor overstekend wild. Een hek van 90.000 euro kan de oplossing bieden. In den letzten 10 Jahren ist das Feldrehaufkommen stark angestiegen. Wir haben mehr Rehe im Feld als Fasanen. Ja? Und wir sehen eine große Gefahr, wenn jetzt die Trasse eröffnet wird, dass da schwere Wildunfälle passieren können. Und jetzt von Sittard nach Düsseldorf in 3/4 Stunde? Ja, wenn Sie langsam fahren, ja. Vielen Dank. Bitte.